Schön und elegant. Heimisch und exotisch. Raritäten, wie sie sonst nur im Tierpark zu finden sind. Wartest du schon auf mich? Die Zucht von Entenvögeln ist die große Leidenschaft von Petra und Karl-Heinz Gruber. Jeder Tag beginnt für sie gleich. Sie mischen das Futter an für mehrere hundert Vögel. Das Hobby habe ich seit, dass ich meinen Mann kennengelernt habe. Die ersten Enten sind gleich Säger gewesen, Löffelenten, dann sind gleich Plüschkopfeider und Kragenenten gekommen. Ich bin da voll eingewachsen und das ist einfach, ja, Jetzt ist ihr Hobby. mit Leib und Seele. Ihr hat es abgenommen. Zuerst war es meins, aber ich glaube, man kennt es auch, doch, das hat jetzt übernommen. Und ich gebe es ihr gern. Und dann kann ich mich mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Vor 23 Jahren hat alles begonnen. Seitdem ist ihre Zuchtanlage immer mehr gewachsen. Allein die größte Voliere hat 1500 Quadratmeter. Dazu kommen noch 2 weitere, alle selbst angelegt. Heute leben insgesamt auf rund 12.000 Quadratmetern über 60 verschiedene Arten. Das Hobby bedeutet mir eigentlich alles. Das ist mein Leben. Das ist das Schönste eigentlich. Es ist zwar ganz viel Arbeit, aber ich sehe das nicht als Arbeit, weil die Tiere geben so viel Freude zurück, dass das auch wieder die Mühen entlohnt werden. Einfach, weil es einfach mit dir reden und das Verhalten und ja. 2-mal am Tag, morgens und abends, werden die Tiere gefüttert. 2 Stunden brauchen sie zu zweit. Die Tiere kommen aus Europa, Südamerika oder Neuseeland. Zu einem Tier hat Petra Gruber über die Jahre eine besondere Bindung aufgebaut. Der Säger, das ist ein Schuppensäger, der ist mir so ans Herz gewachsen. Der kommt zu mir her, holt mich ab alle Tage in der Früh. Der begrüßt mich, ich muss noch beim Schnabelbacker oder mit dem Schwanzerl spielen. Und dann ist er weiter nascher, geht er wieder zu seinem Weiberleine und mit dir ist er stocknasch. Aber das ist einfach, ja, das ist wie ein Hundel, der geht mir nachher in der Früh. Nicht ganz so zutraulich sind die beiden Trauerschwäne. Sie brüten gerade. Da ist Vorsicht geboten. Ja, ich passe schon ein bisschen auf. Vor allem er ist einer, der dann ein bisschen jetzt das Nest verteidigt. Du siehst schon, wie er da steht. Und da schaue ich schon ein wenig auf und er verfolgt mich auch manchmal. Und wenn ich ein bisschen Pech habe, dann schlagt er mir einmal mit den Flügeln eine auf. Also ist schon öfter passiert. Da muss ich ihn schon zurückhalten. Noch 14 Tage. Dann ist der Nachwuchs da. So. Also dann fahre ich jetzt auf die Baustelle. Ja, gut. Kim Jakob, wir gehen rein. Karl-Heinz und Sohn Matthias arbeiten als selbstständige Fliesenleger. Über allem steht jedoch die große Leidenschaft für die Tiere. Damit Karl-Heinz neben der Arbeit genug Zeit für das Hobby hat, unterstützt ihn sein Sohn in der Firma. Seit ich jetzt Matthias noch in der Firma habe, ist es eher noch einfacher geworden. Alle Arbeit noch sagen kann, wenn daheim irgendwas ist, irgendwas passiert oder was, wenn ich heim muss oder später in die Arbeit gehe, der Matthias ist ja schon da und eigentlich ist es gut. Für Matthias ist das Hobby schon immer ein Bestandteil seines Lebens. Das ist eigentlich von mir, durch das, dass ich von klein auf schon mit aufgewachsen bin, damit ist das eigentlich ganz normal gewesen für mich, dass das eigentlich immer im Vordergrund steht und dann erst andere Sachen kommen. Und man lebt damit, man ist aufgewachsen damit und dann ist das eigentlich ganz normal. Jeder andere sagt, du bist verrückt, aber vielleicht positiv verrückt. Petra besorgt derweil Pflanzen für ein spezielles Gehege. Ich hätte gerne Lampenputzergräser, Thomas. Ja, da haben wir recht schöne, die Rarität, die wird ein bisschen größer. Wie viele Stück hast du braucht? 3 Minuten. Alles klar. Da haben wir 3 Stück weg. Lampenputzergräser eignen sich besonders gut für die Bepflanzung der neu geplanten Nisthilfen, die sie heute noch installieren will. Eine große Hortensie soll auch noch mit. Da haben wir eine recht schöne Sorte, die wird so um die 2 Meter hoch. Ich denke, dass die eigentlich recht schön reinpassen da zu dir, in dein Gehege. Ja, die gefällt mir. Die will ich, die nehme ich. So, da haben wir es auch, den Zweigel. Die Hortensie sieht nicht nur schön aus im Gehege, sondern bietet auch Schatten, wenn es im Sommer heiß ist. Karl-Heinz und Sohn Matthias sind fertig mit der Arbeit.
Jetzt wollen sie die Nisthilfe bauen. Das ist wunderbar. Das geht. Im Frühjahr soll darin das Halsringentenpärchen brüten. Ist immer was zu tun hier, oder? Immer. Eigentlich immer. Es gibt eigentlich nicht irgendwie einen Tag, wo man sagt, so, heute ist Halligalli oder sonst irgendwas. Eigentlich immer. Ist normal. Für uns normal. Jetzt muss nur noch der richtige Platz im Gehege gefunden werden. Die gekauften Lampenputzergräser sollen eine natürliche Umgebung schaffen. Da muss aber zuerst hinprobieren, weil wir es einbauen. Der Gräser kommt daher. Ja, ja, und einer kommt nachher her. Einer kommt nachher her, so. Ja, ein bisschen kommt noch nachher, ist dann ein Heu da mal rein. Matthias' Freundin Anna hilft mit, wann immer sie kann. So, anderes Heu brauchen wir jetzt noch. Da haben wir jetzt auch noch einer. Genau. Und der geht schon. Schauen wir mal, was seine Gänge noch nächstes Jahr zum Breiten. Ja, das passt. Ja. Im nächsten Gehege bei den Mähnengänsen. Vor 3 Wochen sind sie geschlüpft. Ich probiere jetzt, ob bei den jungen Mähnengänse, ob die Ringe schon passen. Das sind geschlossene Ringe. Und da steht das Alter dran, wann sie geboren sind. Und dann weiß man, die sind da gezüchtet und da bei mir aufgewachsen. Kann man jederzeit nachvollziehen, wie alt das sind. Und jetzt versuchst du eine einzufangen. Und jetzt schauen wir mal, dass ich eine kriege. Und ja, da brauche ich jetzt einen Karl-Heinz dazu. Karl-Heinz, hilfst du mir mal? Ich hab's. So, Passt schon. Und passt der Ring? schauen wir mal. Ist noch zu groß, schau her. Nein, Nicht zu groß, voll gell? drüber. Der kann man da Aber nicht mehr noch- lang, nicht mehr lang. Vielleicht Ja, eine noch. Woche. Eine Woche müssen wir noch warten und dann passt es und dann können wir es reingehen. Jetzt da der Rest. Ob Kragenente oder Eisente, die Tiere fühlen sich wohl in ihrem Paradies. Die erwarten mich alle Tage. Die holen mich ab, also die reden mit mir und das ist einfach das Leben von mir. Ja, stolz haben wir schon drauf. Zwar nicht alleine, weil es ist ja echt die, ja, zuerst waren wir alleine, aber jetzt mittlerweile die ganze Familie halt, der Matthias und jetzt auch der Anna noch mit dazu. Da ist man schon stolz. Und dann ist endlich Feierabend, bis morgen die Enten wieder warten.